Ich habe meinen gastronomischen Betrieb jetzt schon, wir haben ihn in der 4. Generation in Hausen. Und ich muss sagen, also, sicher, wir haben immer, also soweit ich zurückdenken kann, wir haben immer vom Ausflügler gelebt. Motorisierte Ausflügler, mit dem Auto sind sie gekommen, auch Busse, nach Österreich, von Österreich. Das war da so. Da brauchen wir gar nicht um einen heißen Brei drüber reden, das ist klar. Jetzt ist natürlich der Osten, der macht sich bemerkbar, den schmeckt man schon. Jetzt kommen Tschechen, Ungarn, ne, die kommen alle, kann man ja nicht verhindern. Ne? Polaken, diese Wallfahrer, die jetzt nach Rom fahren und so weiter. Ja, ich merk's doch, nicht? Ich merk's in meinem Betrieb, am Pommes frites-Ausstoß. Was auch nicht, Wallfahrer fressen Pommes frites, dass man sagt, ja, was ist da los? Aber ich muss auch sagen, wissen Sie, Gastronomie, das ist für uns immer, das ist eine Herausforderung. Das war immer. Wir haben uns immer mitentwickelt, mit der Entwicklung motorisiert und so weiter. Und wir haben, schauen Sie, wenn Sie heute eine Küche sehen dann bei uns, das ist Hightech. Und wie gesagt, das sind Kosten, Investitionen. Was meinen Sie, das ist ja nicht lang her, war wieder vor der Aufgabe gestanden, was machen wir? Ein Großraumspüler, was der kostet. Jetzt haben wir nur gedacht, vielleicht nimmst du doch einmal wieder einen Spüler, ne? Einen lebendigen Spüler, halt einen Spüler. Ne? Aber wissen Sie, der sagt sich leicht. Heute einen deutschen Spüler nehmen. Ne? Das klingt patriotisch, aber betriebswirtschaftlich ist das ein Desaster. Ne? Verstehen Sie? Nein. Ich bin ja gewarnt gewesen, ich hab's ja gewusst, aber irgendwann haben wir gedacht, naja, also, ne, Mut zum Risiko, okay? Dann bin ich zu der Firma Secret Power, ne, und hab mir so einen Bangladeschi ergattert, ne, den Herrn Prabang, okay? Aber jetzt muss ich sagen, also ich ziehe den Hut vor dem Mann, okay? Ich war natürlich skeptisch am Anfang, okay? Ich hab gesagt, Herr Prabang, okay? Also ich nehme Sie, okay? 4,30 Mark in der Stunde, aber jetzt muss ich noch was sagen. An so einem Mann können Sie das Dilemma des Wirtschaftsstandortes Deutschland erkennen. Ich habe ihm noch gesagt, also Sie kriegen die 4,30 Mark, Herr Brabang, aber es muss Ihnen klar sein. Sie stehen direkt in Konkurrenz mit einem Großraumspüler, den ich bei der Firma Quelle gekauft hätte. Aber ich habe gleich gesagt, das weiß er. Er kennt die exzellenten Produkte der Firma Quelle. Und ich kann nichts sagen, der Mann hat gearbeitet, 70 Stunden, reibungslos. Aber, und jetzt kommt das Problem, jetzt geht's schon los. An diesem Mann, ich wollte es Ihnen ja nur mal, damit Sie das sich vorstellen. Die Brüssel, ich sag bloß nur Brüssel. Wahnsinn. Was die da im Schädel haben in Brüssel, das ist doch ein Wahnsinn. Diese Campfrei-Fanatiker. Ne? Ja, die wollen ja nur, und dann diese Kosten, ne? Das geht ja los, Abwasser, Abfuhr, alles mit ab. Da habe ich hingehen müssen zum Brabang, sage ich, Herr Brabang, Brüssel, Sie verstehen? Ich kann die Firma 30, das geht leider nicht, sage ich. Ne? Wir müssen neu verhandeln. Ich habe gesagt, Herr Brabang, ich weiß, das schwächste Glied, ne, das sind Sie, ne, aber irgendwo muss der Kostendruck ja hin. Habe ich gesagt, gehen wir runter auf 3,10 Mark, Herr Brabang. Habe ich gesagt, ist das für Sie noch eine... Nein, aber ich muss sagen, also dieser Brabang, also wirklich ein flexibler Mann. Sehr flexibel. Nein, diese Leute sind, also, verstehen Sie, die wissen, was moderne, das ist Globalization. Die kennen globalisierte Ökonomie. Und er hat auch gesagt, das will ich sagen, er sagt zum Beispiel, er weiß genau, wo er damit pfeift. Er sagt, wenn bei Ihnen in Asien der Taifun geht, der Wirbelsturm, sagt er, das Bambusrohr, sagt er, gibt nach. Das sagen Sie mal im Deutschen. Ein Deutscher, der sagt, ich bin ein Orchen, nein, und dann ist er weg. Nein, also ich ziehe den Hut vor dem Mann. Aber ich sage nur, wissen Sie, der Standort Deutschland, wann war das, wann war das Bierfest, was? Ja, genau, da haben wir das Bierzeit gehabt, ich habe ein schönes Bierzeit aufgestellt. Ne?
Und dann war der Ding da, der Erwin Huber. Ich habe Gelegenheit gehabt, mit dem Erwin Huber ein paar Worte zu wechseln. Ne? Dann sage ich, Huber, sage ich, was ist denn los? Sage ich, das mit dem Weigel, das ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Wisst ihr denn nicht, was wir an der Front heute für Auflagen haben? Ihr setzt uns Hürden, das kann man nicht mehr überspringen, sage ich. Weiß der Weigel, wenn ich allein einen Kartoffelsalat mache, okay? Was das für mich, mit einem schönen Rollbraten dazu, ne? Was das für mich heute für eine, das ist ja nicht so mal, rumlaufen muss ich, voller Gummi, ne? Wie ein Präservativ laufe ich in der Küche rum, ne? Bloß damit ich einen Kartoffelsalat machen darf. Und dann diese Auflagen überall, ne? Die spinnen doch da in Brüssel, sag ich. Sind die wahnsinnig? Ne? Energiepreise werden erhöht, ne? Dann Forderungen, ich muss mein Fett in der Fritteuse noch häufiger wechseln, ne? Wenn es nach denen geht, alle 3 Wochen. Ne? Da sag ich ja, ich sag, Huber, so geht's doch nicht. Ne? Und wissen Sie, wir von der Gastronomie, für uns ist der Gast im Mittelpunkt. Es geht um den Gast. Hey, wenn der Gast heute ein Biofleisch will, ja, dann kriegt das. Bloß die Kosten, bis sie das Fleisch von England über Portugal dann am Teller haben. Und diese Kosten, ja. Ne? Und dann sage ich, ja, also das sind alles Kosten, habe ich nochmal gesagt zum Brabang, sage ich, Herr Brabang, Brüssel, Sie verstehen, auch gleich gesagt, er weiß Bescheid, sage ich, gehen wir nochmal runter, sage ich, auf 2,60 Mark, sage ich, in der Stunde, ne? Eine neue Offerte, gell? Dafür machen Sie 80-Stunden-Woche, sage, da können Sie es kompensieren. Gell? Aber wissen Sie, ich muss sagen, ich bin derzeit wirklich in Sorge. Okay? Ich bin in Sorge um unseren Standort. Wenn jetzt die rot-grüne Koalition kommt und dann der Schwanz mit dem Hund da wedelt, okay? Die sind ja sowieso total verrückt. Okay? Wenn es nach denen geht, Energiepreise hinauf, ich kann meine Fritteuse nicht mehr heizen. Okay? Meine Pommes frites in der Form darf ich gar nicht mehr bringen. Nein, das ist nicht mehr, geht doch nicht. Schmiergeld, das schaffen sie ab, ganz klar. Ne? Bloß ja jeder weiß, eine Wirtschaft, die nicht geschmiert ist, die läuft heiß. Ne? Das ist aber denen wurscht. Ne? Ja, das sind doch Kosten, aber mir ist es auch wurscht. Dann sollen sie die Leute meine Pommes frites einzeln beim Juwelier kaufen, mir ist das egal. Okay? Ne? Nur ich sag, wenn das so weitergeht, sage ich, Herr Brabant, dann bin ich nicht mehr in der Lage, dass ich einen Stundenlohn von 1 Mark biete. Ich sage, ein Mark ist sowieso wirtschaftlich überbewertet, okay? Aber der hat gleich gesagt, der Brabant sagt, er versteht das, aber sagt er, und das ist jetzt interessant, er sagt, wenn er in Deutschland das nicht mehr kriegt, sagt er, und für ihn ist der Gradmesser für Prosperität, okay? Das ist für den Brabant, hat er gesagt, jeden Tag eine Handvoll Reis, die möchte er haben. Okay? Da besteht er drauf, sagt er. Wenn er die nicht hat, dann wandert er ab. Okay? Er sucht sich einen neuen Wirtschaftsstandort, der tendiert sowieso nach Asien, sagt er. Okay? Und wir schauen zu, wie die Ratte das sinkende Schiff verlässt. Wir lassen einen Fachmann mit dem Brabant nach Asien abwandern. So weit sind wir heute. Wissen Sie, und ich muss sagen, aus meiner Sicht, irgendwie und irgendwo kann ich einen Mann mit diesem Brabant sogar verstehen.